willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich also meinen Smoothie. Ich habe schon öfters mal darüber nachgedacht, Videos zu Smoothie-Rezepten zu machen, wurde auch neulich drum gebeten. Here we are. Und ich finde, gerade zu dem warmen Wetter, zu der Jahreszeit, passen so schön tropische Früchte. Also gibt es einen tropischen Smoothie. Los geht's. Für den tropischen Smoothie braucht es natürlich tropische Früchte. Ich habe immer eine kleine Auswahl. Und zwar mache ich da Ananas rein, Mango, Banane, die muss auch verbraucht werden. Ich habe natürlich ein bisschen lange gewartet. Melone, ich muss mal kurz gucken, wie die heißt. Ich vergesse es immer. Cantaloupe-Melone, wird ja wohl immer als Zuckermelone auch bezeichnet. Dann Kiwis, wie gesagt, das sind nur Beispiele. Man kann natürlich auch Pitaya reinmachen, weil es ja bekannt als Drachenfrucht oder Guave oder Papaya. Und da es ja kein Fruchtpüree werden soll, sondern ein Smoothie, kommt dann noch Flüssigkeit rein in Form von Maracuja-Saft. Passt ja auch sehr gut dazu. Und Roasted Coconut Juice gibt es in Asialäden oder auch im Internet zu kaufen. Vielleicht auch im Supermarkt, aber da kostet es dann gleich ein bisschen mehr. Man kann natürlich auch normalen Kokosnusssaft nehmen, aber dieser schmeckt einfach intensiver nach Kokos und das liebe ich. Und ja, jetzt fange ich einfach mal an. Bevor ich anfange, einen kleinen Trick, vielleicht kennt ihr den noch nicht. Damit das Brettchen nicht eben so rumrutscht, gerade wenn man die Ananas schneidet, könnte das problematisch werden, lege ich mir einfach einen leicht feuchten Lappen darunter. So ist das schön fest. Bei der Ananas vorzugsweise ein Sägemesser, dann erstmal hinten abschneiden und einmal das Grünzeug. So hat man jetzt einen festen Stand und kann problemlos die Rinde abschneiden. Ich werde das aber nicht bei der ganzen machen, weil so viel werde ich nicht brauchen. Vielleicht die Hälfte oder sogar weniger. Probieren. Und dann vierteln und schräg den Strunk rausschneiden. Weiter mit den Kiwis. Jetzt könnte man Schäler rausholen, aber wozu extra die Mühe, einfach runterschneiden. Wobei ich den Schäler jetzt bei der Mango brauche, also naja, egal. Dann vom harten Kern innen drin einfach abschneiden. Rundherum, wenn ich so ein bisschen rantaste, so, das reicht, wird ja püriert, also braucht man nicht so klein schneiden. Die Melone auch einmal halbieren und das Kerngehäuse einfach mit einem Esslöffel rausholen. So, zum Schluss noch die Banane, weil ich das gerade mag, wenn die so reich sind, weil die dann einfach schön weich sind und intensiven Geschmack haben. Und wie ihr seht, schöne Farben, schön bunt. Dann die Küchenwaage, Mixer, denn ich möchte jetzt die Früchte erstmal abwiegen, damit ich euch eine Mengenangabe machen kann. Das kann zwar jeder eigentlich für sich entscheiden, das Mischverhältnis zwischen Früchten und Flüssigkeit, aber damit ihr einfach eine Menge zur Orientierung habt. Jetzt gebe ich da noch mal ein bisschen Limettensaft rein und jetzt kommen noch die Flüssigkeiten hinein. Maracuja-Saft, nicht übertreiben, sonst schmeckt es zu dominant. Und der Roasted Coconut Juice, auf den freue ich mich besonders. Deckel zu und Action! Auch schön kühl ist, gebe ich jetzt noch ein paar Eiswürfel rein. Crush-Eis wäre noch besser. Und das kann abgefüllt werden. Da ist er, zum Wohl. So sieht man immer ein bisschen komisch aus, wenn man mit Strohhalm trinkt, oder? Jedenfalls super lecker, sehr erfrischend, auch ein bisschen süß, weil ich mag das. Das war dann also mein erstes Smoothie-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich noch mehr davon machen soll, mir Bescheid. Ansonsten, wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oder, beziehungsweise noch eine kleine Anmerkung. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, kommentieren, liken, teilen. Ihr wisst, wie es geht, würde mich sehr freuen. Ciao.